unser wichtigster Einsatzort ist die Straße. Ein weiterer sind unsere eigenen Medien und das dritte sind die gewählten Gremien, wo wir auch drinnen unseren Einfluss ausüben. Als erstes die Straße und deswegen als erstes, weil es der wichtigste Teil ist. Es gibt ja den Spruch, wenn dein Gegner dich lobt, machst du was falsch. Aber es kommt natürlich auf den Inhalt des Lobes an. Ja, und wenn der Verfassungsschutz uns nach wie vor als eine Mobilisierungsmaschine bezeichnet, dann finde ich, ist das trotzdem ein Lob, auch wenn es vom Feind kommt, auf das man recht stolz sein kann. Denn eins können wir uns ganz selbstbewusst auf die Fahnen schreiben: Wir sind die Bewegung, zumindest in Sachsen, wenn nicht darüber hinaus, die mehr erreicht hat als viele andere, ohne in den dafür eigentlich zuständigen Gremien vertreten zu sein. Es war das Feuer, was wir durch unsere Organisation und Information in die Corona-Proteste hier in Sachsen reingebracht haben, die die Regierung davon abgehalten hat, weitere schlimme Schikanen, die schon vorgesehen waren, durchzuziehen. Darüber hinaus haben wir inzwischen umweltzerstörende Windkraftanlagen verhindert. Wir haben sicherheitsgefährdende Asylbewerberheime verhindert. Das gar nicht unbedingt dadurch, dass wir selber überall sind, sondern dadurch, dass wir den Protest unterstützen, organisieren und professionalisieren. Denn das ist ja der Anspruch und der Grund, weswegen wir uns überhaupt vor knapp 5 Jahren zusammengefunden haben, dass wir sagen, Mensch, es gibt so viele Initiativen, die einen haben ein schönes Anliegen, wissen aber nicht so richtig, wie man das rechtlich angeht, wissen nicht, wie man das organisatorisch macht. Die anderen, die haben diese ganze Erfahrung und würden gerne helfen, und das ist das, was uns ausmacht. Wir wollen niemanden vereinnahmen, wir wollen niemanden bevormunden. Wir freuen uns, wenn irgendwo was passiert, und wir helfen, wir unterstützen, wir sind dabei.